6 Forstwissenschaftler und Waldökologinnen sind heute in einem Gebiet unterwegs, in das der Mensch seit 50 Jahren nicht mehr eingegriffen hat. Ein Naturwaldreservat. Sie wollen herausfinden, welchen Einfluss der Klimawandel hat. Und sie haben exakte Vergleichsdaten dabei. 1986 hat der Forstwissenschaftler Hans-Gerd Michels genau hier schon einmal alle Pflanzenarten untersucht. Ja, er erwartet, dass der Wald sich verändert hat in den letzten 36 Jahren. Ein Wald ist ja immer etwas Lebendiges, was ständig in Bewegung ist. Und es kommen neue Bäume von unten nach, vielleicht auch neue Pflanzen. Aber das müssen wir jetzt erstmal systematisch untersuchen und nachweisen. Das war mein erster Wald, den ich in den Kalkalpen bearbeitet habe damals. Und das war schon ein eindrucksvolles Naturerlebnis gewesen. Ja. Ihre These: Durch hinzudrängende neue Pflanzen gerät der Wald hier unter Druck. Der subalpine Fichtenwald ist mittelfristig eigentlich gefährdet, dadurch, dass von unten die Buche reinkommt und sich das alles in Mischwald verwandelt. Könnte man auch wieder sagen, feine Sache, Mischwald ist schön, aber diese Besondere vom subalpinen Fichtenwald, der zum Beispiel für Auerhühner das optimale Habitat ist, könnte immer seltener werden, könnte verloren gehen. Jörg Ewald leitet an der Hochschule Weinstefan-Triesdorf die Forschungen zu den Höhengrenzen der Baumarten im Klimawandel. Auf der schattigen Nordseite im Wetterstein ist eigentlich der Fichtenwald typisch. Aber es dauert nicht lang, da werden sie fündig. Es ist jetzt eine Buche, die deutlich höher wächst, als wir vor 36 Jahren Buchen gefunden haben hier in dem Gebiet. Also damals waren die höchsten so knapp 1400 Meter, bei 1390 bei der Aufnahme. Jetzt sind wir hier auf 1480, das sind ja schon fast 100 Höhenmeter weiter oben. Das heißt, die Buche findet hier jetzt Lebensbedingungen vor, wo sie auch in dieser Höhenlage noch wachsen kann. Thomas Kudernatsch ist der Scout. Also wir würden jetzt den Punkt 9,4, die haben immer so Koordinaten gekriegt, eben suchen. Wir werden jetzt gezielt einen Punkt ansteuern, den wir da vor 36 Jahren eben angelegt hat. Da haben sie damals wirklich das gesamte Gebiet hier, das gesamte Reservat mit einem Raster überlegt, ein 100 mal 100 Meter Raster. Jetzt sind wir wahrscheinlich noch so 60, 80 Höhenmeter weg von dem Punkt, der uns jetzt interessiert. Ja, nicht verbissen, wunderbar. Viel Chaos, umgestürzte Bäume, totes Holz, auf dem neues Wachstum entsteht, prägen das natürliche Geschehen in diesem Bergwald. Ein bayerischer Urwald auf 1560 Meter. Gefunden. Oh, da ist er. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Der Stein ist auch noch da. Ja, ich schnaufe auch ein bisschen. Das ist anstrengend. Na, gerade wenn man in Falllinie geht, merkt man schon, freilich. Also die Forschung in den Bergen ist sehr genussreich, wegen der Landschaft, und das ist faszinierende Ökosysteme, aber auch anstrengend. Das muss man sagen. Ja. Das Tolle ist, dass wir jetzt eben exakt an demselben Punkt nach jetzt 36 Jahren eben wieder so eine Aufnahme machen können und die miteinander vergleichen können. Und das Tolle ist, dass es wirklich exakt dieselbe Fläche ist, sodass man dann zumindest schon mal ausschließen kann, dass irgendwelche Veränderungen, die wir finden, darauf beruhen, dass man vielleicht einfach die Aufnahme wieder an einer anderen Stelle macht. Ja. Der Baum hinter dir stand damals vielleicht noch? Der ist damals mit Sicherheit noch gestanden. Ja. Genau wie 1986 messen sie nun einen 8-Meter-Radius ab und nehmen alle Pflanzen auf, die sie mit ihren lateinischen Namen dem Protokollführer zurufen und dokumentieren. Echte Kleinarbeit. Was hast du da? Ich habe 2 verschiedene Hylocomnium-Arten. Also genau, bei uns im Schwarzwald gibt es nur das eine Hylocomnium und hier gibt es eben beide. Die beiden Arten dieses Etagenmooses stehen in Deutschland unter Naturschutz. Sapania aspera, auch Kalkmoos. Also damals, 1986, hat man bei den Gefäßpflanzen 45 und bei den Moosen 18. Und jetzt heuer haben wir bei den Gefäßpflanzen, müssen wir mal gucken, 65 gehabt, also 20 mehr. Und bei den Moosen 25, also ungefähr 7 mehr als damals. Und auch hier ist eine Buche dabei. So vom ersten Eindruck her würde ich aber sagen, ansonsten haben wir keine wirklichen Indizien, dass der Klimawandel hier schon eine merkliche Verschiebung gebracht hat.
Die Pflanzen reagieren natürlich auch langsamer. Ne? Also das muss ja erstmal, die müssen ja keimen, müssen verbreitet werden und dann sich dort etablieren. Ob es hier doch eine Verschiebung Richtung wärmeliebender Arten schon gibt, das möchte ich nämlich nicht ausschließen. Es könnte durchaus in dieser Vielfalt mit drinstecken. Das müssen wir erst statistisch analysieren. Regelrechte Urwaldriesen wachsen hier. Umfang 3,40 Meter. Schwierig zu schätzen, aber 250 Jahre alt wird er schon sein. Die Fichten sind auf jeden Fall viel älter, als man sie sonst kennt. Und es gibt viel mehr Totholz, viel mehr Dynamik, viel mehr Strukturvielfalt. Die Kraxelei durch einen der extremsten Lebensräume in Bayern folgt genau der Linie der Messpunkte aus dem Jahr 1986. Die schwierigen Umweltbedingungen mit Schnee und Kälte könnten dazu beitragen, dass das artenreiche Ökosystem hier besonders stabil ist. In der obersten Stufe reicht der Waldsaum direkt unter die Felsen der Wettersteinwände. Hier wächst einer der größten Zirbenwälder Bayerns. Höher hinauf können die Bäume hier nicht mehr. Was passiert dann? Würde die Zirbe verdrängt werden? Wieder nehmen sie alle Pflanzenarten detailgenau auf. 90 Arten wachsen hier. Also hier oben ist alles ähnlich dem, wie ich es vor 36 Jahren auch vorgefunden habe. Also es hat sich gar nicht viel verändert. Also Entwarnung? Doch auch hier finden Sie rund ein Drittel mehr Pflanzen als 1986. Ob es an den wärmeren Temperaturen liegt? Sicher ist, die Pflanzen wandern. Es ist eigentlich absehbar, dass die Zirbe von unten her immer mehr Konkurrenz bekommt und dass zwischen Almwirtschaft und dem heraufdrängenden Bergwald von unten mit der Fichte, mit der Tanne, mit der Buche, mit dem Bergahorn, mit der Vogelbeere, der Zirbe hier das Leben immer schwerer machen werden. Das heißt, mit der Zirbe, das ist von den Baumarten tatsächlich die prekärste zurzeit bei uns in den Bayerischen Alpen. Die alte Waldgrenze von 1800 Meter ist längst überholt. Beim Estergebirge ist es absehbar, dass das, was heute von Latschen bedeckt ist, sich mit einem lichten Wald bedecken könnte. Das ist, denke ich, absolut realistisch. Das ist 2100 Meter hoch. Das wird, denke ich, passieren. Das liegt im Grunde heute schon im Bereich der potenziellen Waldgrenze. Das vorläufige Ergebnis ist zwiespältig. Der Bergwald, so scheint es, bildet einen guten Puffer. Aber er ist in Bewegung geraten. Wie genau, das müssen die weiteren Forschungen erst noch zeigen.